Hey, welkom til program Wegwijzer. Fijn dat je ingeschaltet hast. Ja, guten Tag und willkommen hier. Vandaag hebben we weer een zeer interessant thema. En we gaan ons tot Johan Penner uit Duitsland, uit Detmold, eingeladen. En hij wordt ons een beetje helpen over het thema te vertellen. Ja, das Thema ist, sind Drums Schlag, oder Schlagzeug, ist dort ein schlechtes Instrument. Ja. So, dat geeft je dus sehr veel verschiedene Meinungen. Johan, fijn dat u erbij bent. Wir freuen uns. Welkom hier. So, nicht verstehen wie diese Frau ist Drums schlecht. So. Ja, ich freue mich, probiert das Thema sein zu kennen. Das fällt mir nicht leicht, weil die Bibel ist in dem Punkt nicht so, dass irgendwo geschrieben steht, das ist richtig oder falsch. Und das ist so wichtig, dass wir wollten, dass wir, wenn wir die Bibel da durchgehen, dass wir so wird nicht worden direkt finden. Und ich freue mich, dass Gott uns dem Heiligen Geist gegeben hat in der Bibel. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt die Bibel lesen und mit Christen darüber reden, dann, so steht in der Bibel, dann, wo wir in die Wahrheit näher kommen. Und dort, wo ich bei mir in der Welt sein, ist nicht meine Wahrheit. Und Paulus sagt, alles, was wir sein in der Church, in der Gemeinde, dort soll von anderen geprüft werden. Dort soll von anderen Menschen, wenn unsere Brüder und Schwestern sind, geprüft worden. Und dann soll das Beste behüllen werden. Aber nu will ich kurz sein, was meine Meinung dazu ist, dass ich das von der Bibel verstehe und dass mir dort auch gelehrt wird in der Bibel, in der andere Brüder, in Schwestern. Wenn ich zum Beispiel lese, wie David Musik gemacht hat, dann ist da viel von der Forken, der Rede davon, dass er dort mit Pauken, mit wie heute das andere Instrument, pneumatisch mitdenken. Zimbeln, ja. Und David hat auch mal der letzte Psalm, ich wollte mal schwindig dann verlesen, das ist der letzte Psalm, 150, da schrift David alle Instrumente ab, wenn dann im Gebrauch werden, und schrift ab, mit welchen Instrumente wie dem Herrn loben sollen. Und ich lese mal Psalm 150. Meine Meinung nur ist es so, dass der letzte wird, wenn ein Mensch sagt, und das ist der letzte Psalm, vielleicht kann man sagen, dass das der wichtigste wird sein. Und in Psalm 150 steht, Luft am mit Posaunenschul, Luft am mit Horpen in Trompeten, Luft am mit Trompeten in Rehen oder mit Donzen, dort Rehen sind ja Donzen, Luft am mit Siedenspell in Flöten, Luft am mit schlingenden Zimbeln. Und das sind schlingende Zimbeln sind, ja, das ist Schlagzeug, Schlagwerk. In andere Übersetzungen, andere Bibelübersetzungen sein Luft am mit Pauken. Und das ist alles dort, wo dann die Menschen haben. Und wenn wir mal checken, für die andere Völker rund um die Israeliten ihren Götzendienst machen, dann haben die nämliche Instrumenten. Das ist eine wunderbare Sache, wenn wir so wie kennen, mit Zimbeln, mit Pauken, mit allen Instrumenten Gott loben, und wir kennen aber auch mit denselben Instrumenten, wie Götzendienst machen. So ist die Völker dann rund um Israel. So, ich kann mit dem Messer, kann ich meinem Kind ein Butterbeet abschmieren, ich kann aber mit dem Messer Menschen anbringen. Also Gott hat uns dort alles gegeben und sagt, mit dem uns mir loben. Das ist kurz das, was mir am Herzen liegt, das Thema. Johann, würdest du meinen, dass dort das Problem ist manchmal, dass wir Sachen anders verstehen, als was die Bibel uns dort sagt? Dass das selbst Ding geht für schlechte zu brauchen und für gute zu brauchen. So, wenn ja nur ein Ding, wenn man sagt, nur Schlagzeug, so viel für das Schlechte gebraucht worden ist, dass dann vielleicht die Menschen deswegen die Meinung haben,
dat als een schlechtes Instrument, wenn es sehr viel mehr verschlechtet gebraucht worden ist. Kann das sein, dass das problematisch daran ist? Ja. Der Augustinus, der lebt vorher im 4. Jahrhundert nur Christus. Ein so berühmter, ein so wichtiger Kirchenvater. Und der Augustinus, der hat ein Problem mit dort, dass die Musik in uns voll produziert. Wie sollte das plotisch sein? Dass man bin Musik wird folgt. In eine Emotion haft. Und dann seht er, naja, willst du zuerst, und wie mit dort manchmal nicht so umgehen können, dann werden wir dort doch ganz wegschlucken. Und so wird es immer weiter, dass Menschen mit der Freiheit, wenn Gott uns gegeben hat, nicht umgehen können, dort in dann gehen sie Hahn sein, dann werden wir dort ganz tachlucken. Und es läuft, dass der Teufel dort so brückt, dass er sagt, dass er uns dort einredet, und wir dann Schiss haben. In der Bibel sagt an vielen Stellen, wir sollen schon ja Angst haben, wir sollen nicht Schiss haben. Gott hat uns dem Geist gegeben, wenn er uns frei macht. Und es läuft dort fort, in auf anderen Städten auch so ist. Dort wird Gott uns jeft, fangen wir an, dann für falsche Dinge zu brücken. Ich will noch ein Beispiel geben. Der Schlange, wenn Gott sagt zu den Israeliten, macht ihr eine Schlange, in diese Schlange soll ihr unschicken, und dann wollt ihr gesund werden. In viel Luther, ich glaube, das zweite Könige, lesen wir, dass die Israeliten anfangen, dieselbe Schlange, wenn er in der Bundeslade, in der Kiste lag, unterbeten. Und dann sieht Gott dem König dort, die Schlange kaputt gemacht. Obwohl Gott diese Schlange selbst dann zu den Israeliten sagt, mag die Schlange, checkt die an, und die wird schon tragen. Dieselbe Schlange muss nur her, war da kaputt gemacht, weil die Israeliten dort voll sprungten. Ja. Und es läuft so erst mit meist allem. So, das meint, das waren die Schlagzeuge oder eins verandert, die Drums oder eins verandert, am Mittelpunkt steht, dann nimmt das davon weg, für was das eigentlich gebraucht werden soll. Ja, das ist das wunderbare Ding, dass ich Instrumente haben kann, wenn es so stark für die Welt gebraucht worden. Wenn ich nur das Drumset nehme, dann ist ja dort so stark in den 60er, 70er Jahren für den Rock'n'Roll, für Rockmusik, wo viel schlechtet mank wir in der Musik. Das Sex und Drugs und dort alles, was die Bibel sagt, von dort muss ich wachhören. Und das Instrument ist in dem Feld gebraucht worden. Und dann sehr wie vor dem Morgen willst du dort dann es dort wird schlechtet. Und dort sehr wie läuft dann mit unserem Urteil nicht so, dass Gott uns dort zur Verfügung gestellt hat. Er sagt, brauch dort alle. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Mir ist alles, ich darf alles, aber nicht alles dient dem Göden. Wir sollen dort unterscheiden. Und Gott gibt ja uns das Verstand, die Bibel, die Gemeinschaft mit den Christen, in dem Heiligen Geist, wie dort alles uit neun hören kennen. Da werden reden wir von dort. Ja. Het is sehr interessant, krijgt dit wat u nu te laat zei. Also wie hand dat ons allerlei geeft. Ja? In de Bibel redt veel van verschillende instrumenten, en de psalmen besonders, waar die gebruikt worden. En dan ook dat wie die Entscheidung merken können, wenn es Gott hat uns das geeft. Aber dat wie dort dann richtig brücken. Oder als wie dort ab einer steht brücken oder nicht. Ja, dat kann ja alles, so will deinst du den Gott und will deinst du die Christi, ja. Und will evangelisierst du mit das, was du hast, ja. Das sind ja alles Aspekte, was man dann checken muss, passt dann oder nicht. Mit dem Gedanke, dass man den nächsten mehr läuft aus sich selbst, nicht? Ja. Ja. Weil es mir erst so schut, wann wir dann über dort nehmen, zum Beispiel das Drumset, und nu gucken wir mit dort in eine Church nennen sein, gerade dort, wo David gerade sagt,
das ist uns alles erlaubt. Wir dürfen dort. Und dann dürfen wir über, dort kommt hier bei uns auch in Deutschland immer wieder fair. Wir gehen dann mit dort nennen sein, mir ist das erlaubt, und nu kann ich dort tun. Und du best mir stellen, ich tue dort nicht so, ich dort will, weil das ist ja erlaubt. Und dann haben wir Recht und trotzdem aber auch Anrecht. Wie es die Bibel sagt, wenn da Geschwister sind, wenn du dort nicht verdrogen kennen, dann soll wir abposten. Und dann, das ist die eine Sache. Aber die Geschwister, wenn dort nicht verdrogen kennen, da sagen dann auch von sich aus, nee, mir ist dort nicht erlaubt, und dann sein, da soll nu sein für alle Ewigkeiten in der Church. Und dann ist immer ein Schritt zwischen diese Geschwister. Yeah. Und dann fordern sie sich fest. Und dort ist so schuld. Und dort ist nicht dort, was in der Bibel von Church Ben steht. Ich würde mich so freuen, wenn wir dort mit dem Heiligen Geist in der Gemeinschaft dort kennen, so frei leben. Aber die Freiheit ist hier ab, wo die Freiheit bei dem anderen sich nicht kann, wo er dort Opferfleisch, das Paulus sagt, dem einen erst dort Opferfleisch sind der Ebene, dem anderen nicht. Und da sollen wir abposten. Und wenn wir dort Drums wenn wir die Freiheit haben, dann heute dort nicht, wie dort nur sagen, dem anderen sterben, wenn sein niemand zu dort auch so haben. Okay, so, wo haben wir das nun zu einbringen? Wir sagen, das ist ein erlaubtes Ding, aber wir haben die Freiheit, unseren gläubigen Geschwistern zu rechten. Nicht zu rechten, aber dort im Gespräch zu bleiben, damit dort ein Platz in der Kirche hat. Und ich glaube, so sagt Johannes, Johann, die verstanden haben, und auch was ich selbst in meiner Kenntnis auch erst einfach, also laut Bibel erst das tun. Wir kennen das brauchen. Bloß, wir sollen an dem Heiligen Geist, das am Anfang mögen, an uns Wörter lassen, zu uns reden lassen, und dass wir dann zu der rechten Zeit, die rechte Entscheidung merken, wie wir mit dem Instrument umgehen. Ist das richtig? Hast du verstanden? Oh ja. David, du hast das viel besser Typ gefühlt in der Sprache, als ich das sein kann. Das ist fein, ich freue mich. Wenn ich in eine Church komme, und ich bin begeisterter Musiker, wenn sagt, ich kann alle Instrumente brauchen, und ich muss aber in diese Church, wo ich nur aus Theast komme, hier ist es aber nicht gewünscht, hier die haben dort nicht. Dann sehe ich ein freier Mensch, wenn ich sein kann, dann war ich dort hier nicht dünn. Und dann lüge ich Leute, ob sie diese Freiheit haben, aber ich war hier nicht für Unordnung sorgen, denen dort nur ewig sterben. Ja. Und dort fehlt nicht zwischen ihnen, wie Musiker, diese so ein bisschen reifer, oder wie sagst du politischer Rieper, mit dort umgehen. Ja. Ein freier Mensch ist der Einzige, der sich auch einen anderen Bett anstellen kann, nicht? Ja. Oh ja. Ja. Gut, Dankeschön, Johann. Dankeschön, unser Titel ist leider Teil, nicht? Ja. Dankeschön, dass du dabei wirst. Dann beim nächsten Programm, weißt du, wie so.